Der Zweifel sollte eigentlich einfach nicht weiter darauf eingehen. Weil sonst kreiere ich den wieder, oder? Das heisst, ich werde wieder eine Bestätigung bekommen, wenn ich darauf eingehe, so, ja, jetzt läuft es nicht und anfange herauszufinden mit dem ChatGPT oder was auch immer, wieso das nicht läuft oder was ich verbessern könnte, dann sage ich eigentlich, es ist noch nicht dort, wo ich hin will. Und dann tue ich eigentlich noch mehr von dem kreieren. Das heisst, der Weg wird eigentlich länger. In der Theorie geht es bei mir auf, ich stehe da voll dahinter und das ist auch die Lehre, die ich weitergebe. Und es ist, ja, ich, durch das, dass ich selber auch dran bin, merke ich halt auch, wo die Schwierigkeit ist. Und es ist schon, oder der Neville sagt auch, Glauben ist das Vertrauen aufs Unsichtbare, also aufs Vertrauen auf das, was wird eintreffen. Aber es geht halt nur, wenn man glaubt. Und dann ist halt eben die Brücke zwischen, äh, die Brücke zwischen unsichtbar, bis es dann wirklich so ist halt, ja, die kann halt je nach Glauben, also wie fest du daran glaubst, kann die kürzer sein oder länger sein. Und ja, und wenn man halt dann immer wieder zweifelt, dann tut man die halt in die Länge ziehen. Und Zweifel ist, ja, ist schon ein starkes Gefühl. Ich glaube, Zweifel tut schon viel mehr wieder rückwärts machen wie ein positiver Gedanke an irgendetwas. Aber das nicht mehr reagieren, oder? Das ist, da merke ich, da nimmt man eigentlich das Benzin raus. Dann nimmt man eigentlich den Zunder weg, wenn ein Zweifel auftaucht. Also erstens einmal sehe ich neuerdings auch einen Zweifel nicht wirklich als etwas Negatives, sondern es zeigt eigentlich, dass ich neu mit dran bin, wo der Verstand Angst hat, oder? Wo er nicht so greifen kann, wo er versucht zu kontrollieren. Das heisst, ich tue mich eigentlich auf Gewässer begeben, wo ich noch nicht, ja, wo mein Nervensystem oder ich selber noch nicht so gewandt bin und das macht halt Angst, oder? Weil man halt in neuen Terrain ist. Und dann versucht der Verstand einem eigentlich nur wieder in die Sicherheit zu holen. Von dem her, danke für lieber Verstand, aber du darfst auch einfach mal ein bisschen chillen, weil nur in neuen Gewässern kann man auch etwas Neues erfahren und etwas Neues lernen. Und da merke ich halt schon, dass, ja, dass man nicht mehr darauf reagiert. Also, dass es, wenn etwas kommt, dass man es einfach im Keim erstickt. Einfach, dass es nicht wieder ins Gleiche, oder es ploppt das Thema auf. Jetzt zum Beispiel Thema, was könnte ich noch optimieren? Und dann schaue ich was an, da gibt es eine Abwärtsspirale. Und da verfange ich mich immer mehr in so Sachen, oder? Aber das ist jetzt einfach das Beispiel, aber das kann halt mit ganz vielen Sachen sein, oder? Wenn du irgendwie ein Problem hast mit deinem Partner oder so und dann haben wir wieder das gleiche Thema und dann haben wir wieder genau das gleiche Ding und da ist es nicht mehr reagieren. Also nicht mehr reagieren auf die Situation nimmt eigentlich die Energie aus dem Ganzen raus. Und das ist sowohl eigentlich sehr einfach, aber halt trotzdem durch das, dass wir automatisch ablaufen, nicht ganz einfach. Weil ich merke es auch, ich bin jetzt immer bewusster dabei bei meinen Sachen und merke so, eben, ich sollte nicht und ich will nicht. Aber es ist wie so der Automatismus, der bringt einem rein, oder? Und darum sagen auch in vielen Lehren sagen die Leute auch, also die Lehrer auch wirklich, lerne dich zu beobachten, oder? Wird Beobachter von deinen Gedanken, dass du wirklich auch siehst, wie du denkst und wie du reagierst. Weil dann kannst du dich in neue Bahnen lenken, indem du nicht mehr gleich reagierst. Weil dann kannst du eigentlich die Geschichte neu schreiben in dem Moment.